Ciao a tutti! Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Wiki-Vlog hier aus Sardinien. Ja, es wird uns glaube ich schon ein bisschen schwer fallen, dann von hier wieder zu gehen. Scheint sind sie auf Bargeld aus gewesen, also sie haben einfach Schloss aufgebrochen. So, gehen wir das erste Mal ins Meer. Ja, das erste Mal ins Meer. Irgendwie haben wir es geschafft, dass sich während der Fahrt heute das ganze Gas aus unserer einzigen Gasflasche entleert hat. Alle anschnallen. Ja. So, ready? Let's go. Gute Ferien. Sind wir in Sardinien? Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load got under your skin. Ja, wir sagen, wir haben das Plätzchen für die erste Nacht gefunden. Es war eigentlich nicht geplant, dass wir die erste Nacht freistehen. Eigentlich würde es einen Camping wählen, aber dann haben wir gesehen, dass da irgendwie gerade ein Paar da stehen. Und haben gefunden, ach komm, für die erste Nacht, es ist ja eh schon relativ spät, bringen wir jetzt einfach da und dann gehen wir morgen auf den Camping. Herrlich, hä? You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Held underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. So, ich würde sagen, wir haben unser Plätzchen gefunden. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. Chillen. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I hold on.
Ich glaube, er ist lang genug vor mir hergeschoben. Ja. Nur hier und dann kann ich mich wieder blicken lassen. So, 2 Stunden später sind wir endlich ready zum Aufbrechen. Ella fährt jetzt gerade los. Nein, Ella nicht, dafür die Mary. Ich fahre zuerst mal mit dem Erwin. Gespannt, hoffe, das kommt gut. Schnell uns den gut an, gell, Ella? Und ja, dann schauen wir mal, wo das uns auch verschlägt. Wir haben ehrlich gesagt keinen Plan, was wir machen wollen. Wir haben jetzt auch noch 2 Wochen hier auf Sardinien. Heute 2 Wochen geht dann unsere Ferie zurück. Und wir fahren jetzt zuerst mal die Ostküste ein bisschen ab und werden wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen fresh stehen, dort wo es gut geht. Und dann wieder ein bisschen auf Campingplätzen und so. Und ja, wenn das einfach ein bisschen auf uns dazukommt. Angeschnallt. Kommen wir das schon an? Dann hoffen wir, dass wir irgendwann zahlen. So für ein bisschen mehr Vanlife Reality. Wir haben hier einen Zwischenstopp eingelegt und so Hunger gehabt. Das hier, irgendwie Blumenkohl, überbacken mit Käse, scheint Galdo, also warm, aber es ist überhaupt nicht warm, eher kalt. Und hier Suppe-Sandwich. Wow, einfach Bluttenkäse. Haben wir noch nicht tun. Yep. So, wir haben wieder ein gutes Plätzchen gefunden für die Nacht. Und zwar stehen wir hier gerade bei einer Pizzeria zu, die direkt am Meer ist. Ja, cool, wir zahlen irgendwie 10 € für das, dass wir hier stehen. Und wahrscheinlich gehen wir dann nachher hier auch noch eine feine Pizza essen. Ich glaube, alles in allem werden wir für die Nacht und für den Platz hier wahrscheinlich auch nicht wirklich mehr zahlen, als wir in der Schweiz würden, wenn wir nur Pizza essen. Von dem her tipptopp. Wir sind übrigens ziemlich etwa in der Mitte von Sardinien an der Ostküste. Ich weiß gar nicht, wie das hier heisst. Ist auf jeden Fall mega schön. Draussen ist ein Insel. Herrlich. Bitte. Das eine Baby am Schlafen. Jetzt hören wir jetzt hier Besuch von einem anderen. Hoi du? Pss, pss, pss. Hm?
jetzt hat es verdient, würde ich sagen. Hey. Ja. Wow. Krass. Wenn da nicht mal ein gelungener Starttag ist, Sonnenaufgang, Kaffee und was heisst sie dir? Das ist jetzt italienisch. Ja, super, danke vielmals. Ah ja, es wird uns glaube ich schon ein bisschen schwer fallen, dann von hier wieder zu gehen. Das ist ein mega schönes Plätzchen. Ja, dann werden wir noch ein bisschen weiter. Es gibt noch einiges zu sehen hier auf der Insel. Wir schauen jetzt einfach vorzu, wo wir durchkommen. Aber ein paar Sachen können mitnehmen. Für alle wird es wahrscheinlich nicht länger. Aber wer weiß, es war ja vielleicht nicht das letzte Mal, wo wir auf Sardinien sind. Wir sehen uns am nächsten Stopp, wo immer der wird sein. Ja, wir haben ja ein super gutes Strandzelt. Was wir nicht haben, ist einfach ein stinknormaler Sonnenschirm. Darum haben wir jetzt hier ein provisorisches gebaut, weil wir nicht vorhaben, mega lang am Strand zu sein. Danke an dieser Stelle an Andrin und an meine alte Hochschule für die Spende von diesem super Schirm. Ich würde sagen, funktioniert perfekt. Soll der Brille montieren? Hey du! Yeah! So, gehen wir das erste Mal ins Meer. Ja, das erste Mal ins Meer. Hola. Also die Füße ins Meer. It's like she stole my heart without knowing she did. What? But I guess that implies, yeah, I can't be the only one who got lost inside. So, wir haben uns wieder eingerichtet und haben ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Wir stehen frei, ziemlich nahe gerade hier am Strand da hinten. Geht gerade den Weg führen ans Meer. Wir haben uns jetzt hier gerade eingerichtet. Ist aber nicht alles ohne Panne vonstatten gegangen. Und zwar haben wir jetzt gerade vorher hier im Omnia das erste Mal etwas kochen. Und eigentlich wäre die Idee gewesen, das natürlich drinnen auf unserer Küche zu kochen. Aber irgendwie haben wir es geschafft, dass sich während der Fahrt heute das ganze Gas aus unserer einzigen Gasflasche irgendwie entleert hat. Wahrscheinlich, weil wir irgendwie probiert haben, den Kühlschrank mit Gas erstmal zu betreiben. Irgendetwas haben wir dort, glaube ich, nicht so richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt aktuell kein Gas mehr für den Camper rein, nur noch da die kleine Gasflasche, die wir vor dem Dodo hatten. Zum Glück haben wir hier noch den Grill mitgenommen aus dem Büro, da können wir jetzt gleich noch kochen, sonst wäre es ein bisschen blöd. Ja, von dem her so weit, so gut. Und was auch noch gerade passiert ist, beziehungsweise wir haben es auch gehört von unseren Nachbarn, die hier dahinter stehen, dass weiter vor bei irgendeinem eingebrochen worden ist.
Scheint sind sie auch auf Bargeld aus gewesen. Also sie haben einfach das Schloss aufgebrochen und ja, sind dann rein schauen und haben auch mitgenommen, was irgendwie wertvoll ist. Aber natürlich nicht so cool. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Ich hoffe, es bleibt auch so. Wir schauen sicher, dass da, ja, dass niemand einbricht. Mal schauen, wie wir das machen. Ich habe noch, was habe ich? Baseballschläger habe ich nicht dabei. Was habe ich? Ich kann mit dem Ding hier von der Markise kann ich sie verjagen. Ja. Stativ, genau. Ich kann Stativ auspacken und dann nochmal Grind hauen. Ja, ja. Nein, aber von dem her, alles soweit gut. Della ist gerade in Pause. Wir machen uns zur Nacht und dann hoffe ich, dass wir noch einen ruhigen Abend haben hier an diesem schönen Platz, weil jetzt geht bald dahinter noch die Sonne unter. Es wird, glaube ich, richtig schön. Und ja, wir sehen, hey, herrlich angenehmes Wetter. Wir sind eigentlich die ganze Woche schon in unseren Birkenstöcken unterwegs, so wie es jetzt ist. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Tage. Gute. Mega aus. Also wir haben Glück, wir haben hier eine super Werkstatt gefunden, die sich gerade jetzt um unser Problem mit dem Gas kümmern. Weil wir haben herausgefunden, dass unsere Gasflasche nicht leer ist, sondern dass sie noch funktioniert. Wir haben sie testen mit einem externen Gasgrill, also da ist schon noch Gas drin. Und ja, sie testen jetzt, ob es irgendjemand sonst in der Leitung ein Problem ist. Also mal sie finden, also, dass wir dann bald weiterkommen. Glück ist Ella egal, wo wir sind. Hauptsache, sie kann mit ihrem Bällchen spielen. Ja. Also wir haben Glück, das Gas geht wieder. Ich habe zwar nicht ganz genau verstanden, wieso. Sie haben alles getestet, so einen Gastest gemacht und wir haben alles ausgebaut, alles wieder eingebaut und jetzt funktioniert es. Funktioniert auch der Kühlschrank. Vielleicht haben wir ihn einfach falsch bedient, aber ich glaube nicht. Wir haben es mega probiert und irgendwann ist wirklich einfach der Kocher angegangen. Aber ja, das Gute ist, sie bauen jetzt auch gerade noch ein anderes Ersatzteil ein, das uns abhanden gekommen ist. Beim Strom, für den Landstrom ist mir so die Klappen irgendwie abgehakt. Habe ich gesehen, auf der Autobahn ist sie plötzlich so abgeflogen. Und ja, jetzt haben sie die auch gerade noch ersetzen. Von dem her alles in allem, glaube ich, ein guter Boxenstopp. Wir sind jetzt etwa 2 Stunden nicht ganz da, haben aber auch da hinten noch können, schön alles entsorgen, Frischwasser ausfüllen und sollten jetzt also ready sein für die nächsten Tage. Was tippst du? Ja, etwa 80 Euro. Ja, 80. 80? Nein. Was? Ich habe 50 gesagt. Du hast 80. Es ist beides zusammen. Ah doch, 130. Okay, ja. Hauptsache, sie haben es machen. Ja, Hauptsache es funktioniert wieder. So, wir haben es geschafft. Wir haben endlich alles erledigen und sind jetzt auch endlich an unserem Stellplatz angekommen. Wir stehen hier bei Chia, das ist ganz im Süden von Sardinien. Auf einem Stellplatz ziemlich unspektakulär. Zahlen 22 Euro in der Nacht, dafür jetzt noch Duschen und glaube auch eine Entsorgungsstation. Genau, aber es ist recht beliebt, weil hier in der Nähe hat es einen mega schönen Strand. Ja, man kann jetzt hier noch ein kleines Abendspaziergang dort hin, wo Stella kann einpfusen und mal schauen, ob der wirklich so cool ist, wie alle sagen. Muss ja schon sein. Weil sonst wäre der Stellplatz,
jetzt mal im Vergleich zu den Sachen, die wir bis jetzt gehabt haben, ja, müsste sich eher hinten anstellen. Ja. Mal, ich glaube, könnte noch schön sein. Vor allem mit der Lagune und den Flamingos. Aber wir gehen jetzt nicht weiterführen. Es ist schon bis dahin mit dem Kinderwagen nicht so einfach gewesen. In der nächsten Folge hier auf Storyflow. Es ist jetzt das 4. Jahr hintereinander, wo ich an meinem Geburtstag irgendwie mit dem Camper unterwegs bin. Oh Gott, mein Herz. Ich glaube, das war recht knapp. Du hörst auch. Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen. Geht raus. Und schreibt euch eure eigene Geschichte.